Verschiedene Schülerinnen und Schüler aus dem LGK hatten die Mission am Kader von den Zukunftsstunden und 17 Nachhaltigkeitsziele von der UNO zu schaffen. Durch Kreativität, Teamwork und Flotaktivitäten entdecken sie, wie in der Welt ein kleines Stück besser machen kann. Das Reportage gibt uns einen Einblick an ihre Arbeit und an ihren Ansatz für eine nachhaltige Zukunft. «17 Ziele, Zukunftsstunden an eine gemeinsame Mission». Am LGK gehören die 17 Nachhaltigkeitsziele von der UNO zum Schulalltag. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern und auch mit Lehrpersonen gesprochen, um herauszufinden, wie das Initiativ an der Schule umgesetzt wird. Wir hatten die Chance, für so ein Forum zu gehen, das vom MOVE, das ist die junge Organisation vom Mouvement Écologique, die hat das organisiert, das war so ein Bildungsforum. Und da haben wir viele Initiativen kennengelernt, unter anderem eine, die heißt Friday. Und die ist in Deutschland gegründet von einer Schuldirektorin, die hat da dann ihre verschiedenen Schulen gemäht. Und das war eben so plus ou moins das Konzept, das wir hier als Zukunftsstunde haben. Das Konzept, dass Schüler eigenständig Projekte auf die Beine setzen können, die sich irgendwo am Kader von den 17 Nachhaltigkeitszielen orientieren. Also die 17 Nachhaltigkeitsziele von der UNO, das ist am Fongol etwas, das deckt alles auf. Also es ist nicht nur ökologisch, aber auch vieles sozial und wirtschaftlich. Das ist alles, was das Leben besser machen kann hier auf der Welt. Ich bin Logan, schon 13 Jahre und ich bin an der Klasse 6C von LGK. Wir sind hier mit den Zukunftsstunden und wir arbeiten gerade an unseren Backen für unser Naturprojekt. An der ersten Klasse, die wir besichtigt haben, haben Schülerinnen und Schüler Hölzeküste gebaut, an denen später Pflanzen gesät gehen. Ziel von diesem Projekt ist es, mehr Grins an die Lycée zu bringen und das Schulumfeld mehr lebendig und mehr nachhaltig zu gestalten. Wir haben sie während dem ganzen Prozess begleitet. Als erstes gouf Holz von der Küste geschleift, für eine glatte Oberfläche zu kreieren. Danach goufen d'Küste ugestrach. Nachdem d'Farf gedrischend war, konnte sie mit Erd gefüllt gehen. Zum Schluss waren d'Küste bereit für Pflanzen anzusetzen, und so dem Lycée ein bisschen mehr Grins an Leben zu gehen. Für 10. stund den Tag eine Botsaktion rund um den Lycée im Programm. Während dieser Aktivität hat den Herr da Silva uns mehr über das Projekt und Ziele erzählt. Das Jahr auf 10. haben wir probiert, dass eben mehr Projekte, die mehr im sozialen Bereich sind, mehr machen, aber auch, so wie das letzte Jahr, wo wir eben auch Dreck sammeln gehen. Also wenn die Zukunftsstunden, wie gesagt, können wir ja alle möglichen Projekte machen. Die Schüler sind eben die entscheiden, was für Projekte wir machen. Wir lassen immer den Ball bei ihnen, aber ob 7. oder 6. wissen sie nicht genau, was sie machen sollen. Wir probieren sie eben zu guidieren. Und da ist das Jahr auf 10. haben wir dann eine Liste gemacht. Wir geguckt, was geht das so alles, was tun sie alles schon gemacht und um welchen Bereich soll man eben noch schaffen. Es gibt ganz viele Schüler, die ursprünglich auf ZTM noch gar nicht wussten, wie sie sollen ein Projekt starten, wie sie sollen ein Projekt gerieren, die Angst hatten, für Leute zu schwätzen, die Angst hatten, überhaupt an einer Gruppe Entscheidungen zu treffen oder die Idee zu gehen. Und mittlerweile merkt man aber, dass die Schüler einfach an der Gruppe sich wohlfühlen, ihre Ideen durchsetzen, ihre Meinung suchen und eben noch aktiv mit anderen Leuten arbeiten und einfach keine Angst tun, wie zum Beispiel mit der Direktion zu schwätzen oder mit externen Leuten zu interagieren. Den gelungenen Projekten, die wir hatten, ob da, also 7., 6., 5., C, also die hatte Klasse ich begleiten, das war am Anfang den kürzeste Projekt, den wir hatten. Das war das letzte Jahr, hat man in einer Stunde ein Projekt vorbereitet, an dem wir so können wir probieren, Zigarettenstumpf zu sammeln. Für eben Wasser zu polluieren, für zu gucken, okay, wie viel Liter Wasser kann man da retten. Und da haben wir eben mit einer Assoziation geschafft,
An mir hunn eben den freien Rob hummer direkt mat eng 10 Klassen ze Summe geschafft, a mir sinn die 10 Klassen sind durch Gegent gegangen, mir hun iwwer 5 Kilo Zigarettestumm gesammelt. Mittlerweile sitzt nämlich so schwer wie natürlich am Anfang. Das war schon eine Herausforderung. Vor allem, weil wir wollten so machen wie eben bei dem Friday, dass mindestens 4 Stunden wie ein Umsteck. Wir haben doch 2 Jahre lang gemäht. Es war natürlich nicht einfach, 4 Stunden an einer normalen Schulwoche da sitzen zu gehen, überall eine halbe Stunde von dem Fach, eine halbe Stunde von dem Fach. Also das ist ein Semester lang, hat dann 1 Stunde gefehlt. Und wir haben die Fächer so rausgesicht, dass es Fächer sind, die aber auch an den Zukunftsstunden irgendwie viel kommen. Da ist ganz viel, zum Beispiel Bio, also da ist vieles dran, was bei ihrem Programm ist, können wir hier auch machen. An all Sprachen und auch ein bisschen aufgehen, weil wir ganz oft natürlich auch über Themen diskutieren, auch Briefe schreiben, also weiter die Sprachen kommen aber alle Leute auch viel. Also wie wir damals auf dem Forum waren, da waren auch, also hauptsächlich eine Schule, Dackerbauschule von Ettelbreck, die waren auch da und die haben auch selbst gemäht. Also sowohl sie wie auch wir haben noch ein Projekt d'Etablissement gemäht, wo der Teil noch dann ein Teil davon ist. Und wir waren auch mit ihnen zusammen immer bei so Weiterbildungen für den Projekt aufzustellen. Und da haben wir auch gegenseitig ein bisschen Ideen gegenseitig gedealt. Und sie haben dann auch, also Zukunftsstunde, das war schon mehr, die das für dich den Begriff erfunden hatten. Also sie haben den auch gut gefunden und haben gefragt, ob sie den auch holen dürften. Und so hat man ja, natürlich. Was lehrst du durch Zukunftsstunden? So basically we occupy ourselves. Wir beschäftigen uns mit den SDGen, also den nachhaltigen Entwicklungszielen. Wir sichern uns ein Thema heraus, zum Beispiel Ungleichheit, und machen dann ein Projekt darüber. Wir schaffen immer an Gruppen, also als ein richtiges Teamarbeit. We create also groups, so we work in groups. It's a teamwork. Also lehrt den immens viel, zum Beispiel Sachen planen und zu organisieren und noch in der Zeitdruck wirklich Sachen gut zu planen und wie noch mit anderen Leuten kommunizieren kann. Weil das wichtig ist in Zukunft schon sowohl mit den Profen wie auch mit den anderen Schülern und mit der Direktion können zu kommunizieren und auch E-Mails zum Beispiel zu schreiben. Welches Projekt hat dich am meisten beeindruckt? Mein Projekt, das mich am meisten beeindruckt hat, war, wo wir zusammen mit verschiedenen Klassen aus Magica Zigaretten gesammelt haben. Rundherum, an denen die meisten Zigaretten gesammelt hat, nur den Kado gekriegt. Und war eine Klasse dabei, die über 10 Kilo Zigaretten gekriegt. Also wir hatten so kleine Projekte letztes Jahr, wie jeder in der Gruppe probiert, die von den Zielen zu machen. Wie zum Beispiel eine Gruppe, wo den Wasserspender also am Hall wollten wir visibel machen, die anderen wollten das Recycling und der Pubal wie besser gemacht. We did an event about Bangladesh. Wir haben auch ein Event über Bangladesch gemacht. Wir sind mit einer ONG mit dem Namen Friendship auf Bangladesch gereist. Ehe wir da hingegangen sind, haben wir uns gegenseitig Videos geschickt. Videos to each other, so their Die Schüler in Bangladesch haben gewiesen, wie ihre Schultag ausgesehen, und wir haben gewiesen, wie unser Schultag zu Lützeburg ist. lives in Luxembourg. And So konnten wir sehen, was die Unterschiede sind und wie sie leben im Vergleich zu uns. after that we went to Bangladesh. Danach sind wir auf Bangladesch gereist und haben mit eigenen angesehen, wie das Leben für sie ist. Wenn wir zurückgekommen sind, haben wir ein Event organisiert, für andere Leute davon zu erzählen und ihnen zu weisen, was wir hier erlebt haben. Wir wollten den Leuten weisen, wie viele Möglichkeiten wir heute zu Lützeburg haben. And that others can see how much Auch wenn unsere Leben ganz unterschiedlich sind wir am Anfang alle selbst. Wir sind Kanner, sie sind auch Kanner. Und wir wollen uns dafür einsetzen, die Welt ein bisschen besser zu machen. in a better place, kind of, yeah. Mit ihren Projekten weisen die Schülerinnen und Schüler, dass jeder sein Teil zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Eine Mission, die weist, Zukunft fängt schon heute an.